Ja, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video und das mal im Video 2 Sachen. Einmal erstes Mal, mir ist gerade aufgefallen, die Töpfe kaputt. Jetzt könnt ihr ganz gut an ganz gerade Ausfahrt sehen, wo es eigentlich die Auflagefläche vom TÜV ist. Also eigentlich nur so viel. Also kann euch das mal bewusst sein. Seht ihr? Neu mal bewusst sein, eigentlich nur so eine kleine Fläche, wie im Auto sagt man eigentlich. Ein halbes A4-Blatt pro Felge, pro Pneu, das heisst viermal und da sind es vorne so eine kleine Auflagefläche und hinten so und vorne noch kleiner. Aber genau, um das jetzt eigentlich gar nicht gehen in dem Video. In dem Video soll es eigentlich um das gehen, wenn ihr mal ein bisschen müde sind, ein bisschen schläfrig oder so, auf dem TÜV. Und ihr sind am Fahren und ihr wollt das nicht reuen, dann, hoi. Gut, dann das Größte ist halt nicht. Ihr wollt das nicht reuen. Mal kurz für ein paar Minuten am TÜV absteigen und nur laufen. Ich habe mal Übungen gezeigt, ganz krasse Übungen, so Dehnübungen und so. Nicht unbedingt machen, das ist nicht unbedingt nötig. Aber einfach nur ganz normal laufen nützt schon viel. Nützt schon viel. Und dann, dass wir einfach wieder ein bisschen fit sind und ich weiss. Oi, wow, so viel. Krass. Ich weiss nicht, wo die gekommen sind. Von den Nummern an. Nein, eben, aber das nützt dann schon viel. Nur so ganz kurz Pause machen. Und jetzt merke ich schon wieder, dass ich schon nicht mehr nur 70 oder 60% da bin und schon fast in den Sekundenschlaf hineingehe, bös gesagt. Sondern dass ich gerade 120, 130%, also dass ich wach bin, aber noch viel wacher als normal. Also, als ich vorne war. Also wirklich, das nützt wirklich viel, würde ich wirklich empfehlen, das kurz zu machen. Und dann ist es gerade gut. Was auch gut ist, was ich wieder muss schauen, dass ich zum Beispiel das Trinken mitnehme. Ich finde das auch immer sehr wichtig, dass man etwas trinken will. Gut, ich fahre nur kurze Strecken. Ich bin jetzt glaube ich in den letzten Monaten nie länger als, sagen wir mal, eine Stunde am Stück gefahren. Und das ist für mich eigentlich schon lang. Für mich, weil ich sonst nur ins Geschäft gehe, eine halbe Stunde. Und ja, also das würde ich wirklich empfehlen. Und dass also, ja, dass er wirklich sollte euch nicht reuen, die 5 Minuten anzuhocken oder nicht, beziehungsweise vom TÜV absteigen, rumlaufen, ein bisschen bewegen. Von mir aus kannst du dann auch einfach unnötig, was du vielleicht sonst nie machst, unnötig in TikTok am Scrollen sein oder im Snapchat oder was du immer hast. Weißt? Aber wenn du das sonst nie machst, ganz einfach, grüß dich. Hat es in Rina schon eine gehabt, im Wehr unten, im Riff unten, also ob die dort auch. Es ist ein Pärchen, deutsche Mann und eine Schweizer Frau sind dingseln, böteln und die sind in Rina. Der Mann ist ausgezogen worden von einem, der bei uns, wo ich kenne. Und die Frau ist irgendwie nicht gefunden worden. Bis jetzt das Helikopter gesucht, aber das war bei uns schon viel gewesen. Die Leute, wenn es dort im Rhein, wenn das Wehr offen ist, läuft so viel Wasser am Rhein runter. Das Rhein auch. Dann hast du keine Chance, dann, keine Ahnung, der könnte schon, weiss ich nicht, wie weit weg sein. Nein, das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, dass man jetzt sollte nicht schade sein, kommt 2 Minuten ab vom TÜV wegzugehen. Und dann kannst du auch ein bisschen am Handy töckeln, was du sonst richtig unnötig findest. Was du sonst richtig unnötig findest. Aber du kannst auch einfach Natur geniessen und TÜV rumlaufen oder etwas trinken dabei, etwas snacken dabei, was auch immer. Ist scheißegal. Und dann, ja, würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen wecken. Macht das wirklich. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obstguru 94. Ciao miteinander.